Das nächste ist der Holzhacker-Blues. Das ist die Geschichte von irgendwann in diesem Winter. Und zwar von dem Mittwochnachmittag, wo wir den Martin Diesler besuchen. Der Martin Diesler, der ist Kunstmaler und Objektemacher in Dulliken im Kanton Solothurn. 1970 hat der Martin Diesler überkantonalen Raum erlangt durch seine Objektkästchen. Objektkästchen sind so Kästchen mit Gitter davor und allerlei zusammengelötetem Krimskrams drin, aber er ist damit berühmt worden. Auf dem Höhepunkt von seinem Objektkästchenraum hat er aber zum Erstaunen von der Objektkästchen Kunstfachwelt seinen Stil total geändert, hat die Gitter weggelassen und nachher das Objekt und am Schluss noch Kästchen, dann war nichts mehr da gewesen. Er hat angefangen Tante Meier Bilder malen, das sind so Bilder, wo wie der Name sagt, Tante Meier darauf abgebildet ist. Das hat er ein halbes Jahr lang gemacht, nachher ein halbes Jahr lang Pfeilen, nachher ein halbes Jahr lang Inseln, hunderte von Inseln einfach nur noch. Er hat eine ganz eigene Auffassung. Er sagt, weisst, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als wenn die Leute meinen, sie wissen, wo du stehst. Dann stehst du da breitbeinig Mist zwischen deinen Bildern, wie ein schlechtes Bild von dir selber, und da gibt es nur eins. Gang ho, du dir ein Bierli, gang ho, du dir ein Bierli, oh ho, du dir ein Scheichen ab, oh ho, du dir ein Scheichen ab. Der Martin wohnt so in einem verlotterten Bauernhaus in der Hauptstraße, und am Mittwochnachmittag ist es ihm gar nicht gut gegangen. Er ist mit einer Angina um einem grünen Halstuch drinnen am Ofen gehockt, neben seinen 2 letzten Scheitchen Holz, so neben seinen Zugzeichnungen. Und die Zugzeichnungen waren dann das Neueste, was er gemacht hat. Er hat Glück, er konnte nur noch im Zug zeichnen, am besten zwischen Aarau und Langenthal. Er konnte überhaupt nicht begreifen, wie es vor der Erfindung des Zugs so etwas wie einen Rembrandt hat geben oder einen Van Gogh. Ich weiß nicht, ob der von der Erfindung des Zugs gelebt hat. Ich glaube schon. Ja, ist ja gleich. Also, ich habe ihm gesagt, los Martin, du kannst nicht raus, es ist kalt, ich gehe dir dein Holz hacken. Er sagt mir, ja gut, mach das, aber pass auf, du bist ein Stadtmensch, du verfluchter Stadtmensch. Ich weiss, wie es geht. Pass auf mit dem Bierli, pass auf mit meinem Bierli, sonst holst du dir noch einen Scheichen ab, sonst holst du dir sicher noch einen Scheichen ab. Ich bin raus zusammen mit den beiden Katzen von Martin, dem Dagobert und dem Hallenchef. Der Hallenchef ist benannt nach dem Chef von der Halle 17 von der Mustermeister, der dieser Salbe ihre Bilder ausstellen, und das haben sie nicht so gern. Die beiden Katzen wohnen im Skelett von einem Fernsehapparat draussen vor der Haustür, da kann man hineinschauen. Das Holz im Shopper war grobes, grünes, buchiges und ich hatte zu kämpfen gegen die Käfer. Ich habe gerade so schön gegen eins gekämpft, hatte es im Bieli oben gehabt, es war festgeklemmt, ich habe einen Rundschlag ausgeholt. Der klemmt, sie verfehlen den Block, und holen wir diesen Schlag in Scheichen, und es geht an blüten wie ein Sau, und humpeln zur Hütte und fluchen. Oh, das verdammte Bierli, oh, das verdammte Bierli, jetzt hol ich mir noch einen Scheichen ab, jetzt hol ich mir noch einen Scheichen ab. Der Martin hat gesagt, ja, ich bin so Stadtmensch. Ich wollte halt so eine Grätsche machen, und das hat mir dann viel genützt. Und dafür hat mir nachher noch so ein Tüchli gegeben, ein Abdrucktüchli, ein Scotchband. Ich habe verbunden, bin trotzdem umgesackt, bring's vor allem ein Katzentower. Ich bin eingepauset, habe geträumt, ich sei im Himmel. Die erst dann erwacht, als sie mir ein Kübel Wasser über den Ring abgeleert haben, da habe ich die Augen aufgeschlagen und habe die Hakennasse vor mir gesehen. Da hat gemerkt, dass ich nicht im Himmel bin, und das habe ich auch gesagt. Und das war wieder nicht gut gewesen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Dafür habe ich nachher ins Kantonsspital Olten eingeliefert. Und dort ein interessantes Gespräch mit einer Gegensprechanlage geführt. Und ich hatte ein Bierli, lass mal, ich hatte ein Bierli. Damit hole ich mir manchmal den Scheichen ab. Damit hole ich mir manchmal den Scheichen ab. Das Florin Dr. Lindenblüter hat mich nachher geimpft, und nachher bin ich raufgekommen, so in einen Saal, wo sie rumgelaufen sind, Posträuber vor der Nase, und ein Medizinerstift namens Elisaki hat mich neu probieren.
mir ist Himmelangst geworden. Da ist nämlich immer so ein Oberarzt herumgefurzt, da ist man sagen, sehr gut, sehr gut. Und draussen vor der Tür hat man dann fluchen, ob die das überhaupt schon mal gemacht haben. Mir ist Angst geworden, ja. Sagt Eli, sag, pass auf, was machst du? Sonst hole ich mein Bierli, sonst kann ich hole mein Bierli. Und dann hole ich dir einen Scheichen ab, und dann hole ich dir einen Scheichen ab. Er hat sie doch noch fertig gebracht, ich konnte heimfahren. Ich hatte daheim wirklich Ravioli zum Nacht übertan, habe sie vergessen, dann ist sie explodiert und die ganze Küche war mit orangigem Saft gespritzt. Ein paar Ravioli sind sogar im Wohnzimmer geklebt, ich habe sie einfach abgekratzt auf einen Schemmel. Und habe ganz friedlich für mich so etwas gesungen, so was normalerweise singen, so etwas aus der Götterdämmerung, dann hat es draussen geläutet. Und ist einer vor der Tür gestanden und gesagt, mein Gesang gefallen, wir wollen eine Platte mit mir machen. Ich sagte, meinetwegen, ja gut, Egon. Und hat mir so einen Plastikballast reingeführt und dort war dann ein roter Vollmond mit Fischaugen und der hat so angeglotzt und hat gesagt, der Gesang sei ohne Höhepunkt. Das stimmt auch, ich wollte nicht widersprechen, darum hören wir auf. Viva Libra.